Und weiter geht's hier in der Basis bei Fire Emblem Path of Radiance. Tja, Leute, wir sind kurz davor, also kurz vor ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir gehen schon aufs Ende zu. Ich glaube, es sind noch 2-3 Kapitel, wenn man es richtig einschätzen dürfte. Und ja, unser aktuelles Team, es sieht ja jetzt nicht so schlecht aus, würde man meinen. Ich sage halt so, dass hier und da ein paar Werte ein bisschen besser sein könnten. Andererseits halt auch ein paar Fähigkeiten, wobei das konnte ich nicht wissen. Was mache ich hier gerade? Wollte dann gerade Status gucken. Ah, jetzt hier. Mein Bier, persönlichen Daten sind ja super und so weiter, alles klar. Gut, Magie kann ein bisschen höher sein für die Feuerlanze. Und zum Beispiel hier mit den Fähigkeiten selbst noch. Ja, wenn man da halt immer noch genug okkulte Künste und so hätte. Und Waffenlevel hat zum Beispiel auch erst C und so weiter. Das Waffenlevel macht mir noch ein bisschen zu schaffen, Freunde. Das ist hier echt ein bisschen doof gelöst in diesem Spiel. Aber gut, was soll man machen? Man kann sich ändern. Und jetzt wird erstmal Rolf entwickelt. Ist zwar erst Level 15, aber wie gesagt, so lange dauert das Spiel jetzt nicht mehr. Und hätten doch noch gerne vor Abschluss auf, naja, das ist eine gute Frage, Level 5 oder Level 10, keine Ahnung. Ist er gewachsen? Vor allem Fähigkeiten, das ist doch nice. Und Speed auch noch, schön. Jetzt haben wir einen Scharfschützen, Rolf der Scharfschütze, nicht schlecht. Waffenlevel immer noch C, oh, verdammter Mist. Naja, kann natürlich so oder so ausgehen. Rolfi, Bolfi, hast du noch? Ja, Fairness, toll. Ich brauche noch ein paar Fähigkeiten für Rolf und Lago. Und das noch was wird, Leute? Gute Frage. So, jetzt aber erstmal mit Unterstützung zu sprechen. Ich denke mal, viel gibt es hier nicht mehr. Lago und Toreo sind schon mal die einzigen. Und was er noch mit. Ah ja, noch mit Lago und nachher mit Rolf noch. Okay. Noch nicht genug Vertrauen stand da. Das ist seltsam. Was war denn los? Hey, Toreo! Was gibt's? Gruppe ist ein bisschen seltsam, weil ich mal mit einer Italiengruppe der Mitglieder aus so vielen verschiedenen Nationen kommen. Ich habe viel seltsame Orte bereist und dort gekämpft, aber das ist echt zum ersten Mal in meinem Leben. Ja, du hast recht, es ist schon ein bisschen seltsam hier, aber naja, es ist trotzdem eine geile Truppe. Alle verschiedene Gerichte essen, miam, noch nie so gut gefressen, ey. Was hältst du in deiner Hand? Diese Feder oder mit natürlich mehr Geistblitzen, die ich sie nicht vergesse. Mache das nicht, sind's verloren. Was mir ist aufgefallen, dass Laguse Essen gut Gewürz mögen. Boah, super, was ist übrigens dein Lieblingsgesöff? Ich bin nicht wählerisch. Je stärker, desto besser. Und Geschmack? Egal, Mann. Hauptsache stark. Okay, Best Friends oder was? Ein Soldat. Channel, habt ihr mal einen Zapf für mich? Jo, was gibt's? Ich brauche einen Razzia. Nehmen wir an, ich stehe einem unbesiegbaren Gegner gegenüber. Was soll ich in diesem Fall als schwächer Kämpfer machen? Was ist unbesiegbar? Um jemanden, der einfach stärker ist, du musst dich nicht töten lassen. Sonst aber schon. Einfach so wegrennen, studieren einen Gegner zunächst einmal und schau, ob ein Rückzug die einzige Möglichkeit ist. Wenigstens um das möchte ich dich bitten. Die Gegner studieren? Ja, genau. Was eine Art Kämpfer ist, welche Waffe führt er, so etwas halt. Ein bisschen aufnimmst. Das ist das wichtigste Basiswissen im Kampf, nicht wahr? Oh, ich bin so dumm. Es kann sein, ich denke, meine Probleme fingen an, weil ich diesen Basisregeln so wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Wir haben mir da etwas zum Nachdenken gegeben und auch Hoffnung. Vielen Dank, Sawyer. Tschüssi. Ja, Tschüssikowski. T-Bahn. Lasst ihr uns jetzt? Ja, wir werden auf Erkundung gehen und die Dänen ein wenig ärgern. Viel Glück, Mann. Aber auch ein Glück, wenn man so stark ist wie ich. Stimmt, ich wünsche nicht für mein Team, aber das wäre niemals. Ja, vielleicht ein Nachfolger dann. T-Bahn wegen Raisin, nein, es tut mir wirklich leid. Lenes Entführung ist allein meine Schuld. Es ist nicht eure Schuld. Bitte entschuldigt euch nicht. Ich weiß, dass Lane lebt. Diese Schlachtfelder sind erfüllt von chaotischer Energie, aber ich kann sie spüren. Es ist schwach, aber ich weiß, dass es Lane ist. Einfach mal, es ist etwas, das keiner der Clans im Besitz, so will ich sicher. Das ist nicht wahr, T-Bahn. Die Kraft mag bei uns unterschiedlich ausgeprägt sein, aber alle Lagus besitzen sie bis zu einem gewissen Grad. Ich frage mich sowieso, ob die Lagus irgendwie alle noch zum Teil halt, ja, wie soll ich sagen, miteinander verwandt sind.
Naja, diese Kraft haben direkt davor. Raubtiere, dann kannst du sagen, das ist nicht so stark unsere Reihe. Ja, sehr gut, ich meine, das sind die Drachen mit Reihern, Falken, Raben und Raubkatzen, die irgendwie verwandt sind. Gut, es kommt vielleicht ein bisschen weit her, aber irgendwie muss ein gemeinsamer Ursprung sein. Wer sind unsere Gestalten? Ist nicht ähnlich, oder? Ein guter Aspekt. Genug geplaudert, wird Zeit für mich, meine Männer, unser Schwingen auszubreiten. Ja, bis bald. Tschüssikowski. Wo ist denn? Ist doch schwer. Was? Hab gar nicht verstanden. Egal, Leute, es geht weiter und ja, wir können gespannt sein. Ob überhaupt noch jemand von uns ja, Waffenlevel S erreicht. Ich bezweifle momentan ein bisschen. Aber naja. Milord Ike! Was umgezogen? Prinzessin Alicia, was zum Henker? Sind die Pegasus-Ritterin? Was geht ihr vor? Warum ist er so angezogen? Ich habe vor, mich im Kampf zu beteiligen. Ist er ein Pegasus? Wo habt ihr den her? Er gehörte meiner Urgroßmutter. Es machte mich ein bisschen nervös, ihn rein zu müssen, aber ich werde es trotzdem versuchen. Ich weiß euer Vorhaben zu schätzen, aber Getreuen werden das niemals erlauben, oder doch? Was das angeht, naja. Goffrey hat ihm zugestimmt. Nö, ich bin persönlich dagegen, aber sie ist eine Protestin und wenn es ihr Wunsch ist, ja, dann bin ich halt am Arsch. Also. Bevor sie in das Haus Creamy einheiratete, war die Urgroßmutter der Prinzessin ein Pegasus-Ritter aus Bettchen von gutem Ruf. Prinzessin Alicia selbst ist ausgebildet im Reiten im Schwerkampf. Bereits als Kind erhielt sie die Erlaubnis zu trainieren, für den Fall, dass es notwendig ist, für sie sein soll, zu kämpfen. Seht den Pegasus und die Uniform. All die Schätze unseres Hauses Crimea sind wunderschön. Wir wurden von Angst getrieben. Unsere Augen wären niemals in der Lage, diese Schätze im angemessenen Rahmen zu schauen. O Muse, hilf mir, die rechten Worte wollen sie nicht finden. Schaut dieses Licht, welches die Sonne erblassen lässt. Unsere Prinzessin ist schön und angemessen gewandet. Sie gibt unserem Anlass Mut, Liebe und Kraft. Okay. Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass ich es verstecken konnte. Was verbergen? Okay. Prinzessin's Gedanken waren stets für die Prinzessin, selbst im Moment, als das Leben ihn verließ. Sei ehrlich zu deinem Herzen und lebe das Leben, wie es gelebt werden will. Das waren die letzten Worte für sie. Milord Onkel war immer ein sehr offener Mann, der mir... Milord Onkel, dann schlecht. Ich habe keine Land erfahren, aber war auch nicht so gut kämpfen zu können wie der Rest von Neuschen, aber... im Hintergrund zu warten und zur Untätigkeit verdammt zu sein. Dies erfüllte mein Herz mit so viel Ungemachtes, aber fürchtete, es würde bersten. Selbst wenn ich nicht kämpfen kann, so kann ich doch mit einem Stab umgehen und die Verwundeten heilen. Wenn sie mich retten kann, ist die Welt für mich okay. Ich spreche... Ja gut, kommt sie auch mit. Und nun zu gehorchen, so bitte vorsichtig. Ich danke euch sehr. Alicia kämpft und wird... Was? Ja, Cremias, okay. Was ist denn das? Bertram. Das ist einer der 4 Reiter hier von denen. Ein paar Lagus-Typen auch noch, toll. Ah, das sind mehr feine Resultate, als wir erwartet haben. Von dem, was von hier aus sehen kann, sind es doppelt so viele wie wir. Davon ausgehen, dass... Wieso zum Henker ist eigentlich? Hä? Ich sehe ein paar Truppen bei uns. Moment mal, wir sind ja viel zu viele. Wir müssen davon ausgehen, dass sich in der Festung noch mehr Truppen aufhalten. Das ist ein langer Kampf werden. Selbst wenn ihr sie 20 Mal mehr wären als wir, müssen sie überwältigen. In diesem Krieg kann es keinen Rückzug geben. 19 wollen wir verarschen! Ey, was denn das für ein Quatsch? In anderen Kapiteln irgendwie nur 1 und so. Ja, das ist auch schön, wa? Also, sprich irgendwie 11 und so, Charaktere mitnehmen oder vielleicht mal 12. Jetzt will es doch 19, Alter. Voll Spaß dabei, wa? Nee, Good Boy kann von mir aus mitkommen. Die Lagus auch, das ist kein Problem. Man nimmt ein paar Lagus mit, wa? Alter, einfach so viele Truppen. Amity, was denn da für eine
Okay, sie besitzt Heilung. Hab wieder her. Gut. Aber die, Alter. Gut, sie hat schon Rang A. Hat sie auch. Ja, toll. Wir haben eine Valkyrie und eine Prinzessin, die etwas gleich können. Also sehr schön. Elise, das königliches Schwert von Crimea erlaubt so Angriffe beruhen. Lass mich raten, kann nur sie tragen. Na gut, mit D kann ich nicht großartig was anderes tragen. Pflege, naja, da kann ich ihnen noch was anderes geben. Noch vielleicht noch ein bisschen Magie-Shield, kann ich das noch ein bisschen aufpeppen. Dann kriegt sie noch ein Heilmittel, sie wird es hoffentlich nicht brauchen, aber trotzdem. So, unser Haupttrupp ist soweit. Ja klar, wer was macht. Oh, Beut mitnehmen, toll. Janaf, Ashuka, die haben ihre Klauen dabei. Ne, so, nämlich Beut auch wieder raus. Da hat noch irgendwie groß Waffen zu verschwenden und so weiter. Sehe ich jetzt nicht. Kommt Beut raus. Dann hatten wir. Moment, da muss man mal gucken. Muss irgendwie anders machen. Wir haben 2 Raubtiere. Die müssen natürlich noch relativ flink sein, die guten. Ich überlege, ob er dann noch jemand anderes nehmen soll. Mordecai, nicht zu haben. Arshik Muarim, das ist schon ein bisschen besser. Alter Schwede, das hat so viel mitnehmen können, ist ja krass. 5 Lagos im Team, das ist auch selten. Na gut, 6, aber er ist nicht zum Kämpfen da. Okay. Aber es ist doch eigentlich geil, weil es sind so viele Gegner, oder? Und wir können natürlich dann unsere Truppen uns ein bisschen alles anordnen. Lagu sagst, okay, ich sehe schon. Ein ungezähmter, naja, da brauche ich nicht unbedingt Lagus dafür. Noch ein Lagus Waffen, nee, spare ich noch ein bisschen. Silber, Stahl, okay, wird langsam heaviger. Hier unten noch, irgendwie neuer Kratzer mitnehmen, glaube nicht, wahr? Ein Lagusbogen, okay, das ist kein Problem. Oh, ein Meteor, der könnte wehtun. Müssen wir schon klauen, man muss nah genug rankommen. Ja, ich muss gucken, wie ich das mache. Oh, Eiserlanze, okay. Bisschen aus Entfernung, hier haben wir noch einen mit Schlaf und Purgativ, okay. Müssen diejenigen anständig viel Resistenz haben, wenn uns getroffen werden. Schnitter, okay, aufpassen. Ein Runenschwert, okay, Alter. Der hat noch gute Werte für Tank und so weiter. Mangelschwert, das Kabel des Trägers schmeckt den gegnerischen Schaden erhöht. Wäre noch etwas, überlegt gerade, ob ich. Moment. Ah, ne, geht Ali auch nicht, war. Mir ist auch fast entweder Ike oder Seahawk geben. Und hier Seahawk, weil er hat noch. Gut, hat dann nicht so viele Magiepunkte, aber. Naja, mal gucken. Furcht. Der ist natürlich doof. Naja, wird schon. Oh, ein Kriegerschwert noch ein Meisteraxt. Alter, Hammer, Kurzaxt. Oh, jetzt kann es aber langsam, ey. Einen ganz speziellen. Und doch noch viele, wa? Wo ist denn der Arsch? Der ist da oben, okay. Ja, vor allem mal sagen, wir legen los, wa? Wir haben die Truppen, da ist alles geil. Vielleicht noch anders anordnen, wäre dann so schlecht. Laguse bleibt mal hinten. Ich will nicht, oder zumindest noch nicht großartig trainieren. Das kann vielleicht später noch. Abgesehen davon sind das sowieso schnell. Auch ein bisschen die auch ein bisschen viel einstecken können vorne. Kevin mit viel einstecken. Chill stimmt allerdings. Dann mache ich es anders. So, und vielleicht die hier hin. Was macht sie auch hier hinten? Hallo. Ding, 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 ding. Volker ist da hinten, gut, der muss. Der ist jetzt zum Abstauben da, oder vielleicht in Kombination mit Rolf noch, aber ich würde sagen, Leute, wir riskieren es, wa? Kapitel 26, Feindseligkeiten zum Angriff!
General Bertram, die Armee von Cream werden können geschluckt. Irgendwelche Befehle, Sire? Sir? General, sind Sie da? Weicht den Boden auf mit Blut. Lasst diesen Ort zum Friedhof werden. Begrabt sie alle. Ja, Sire. Das ist ein Typ. So, ein Infos. Naja, heißt Bertram ist einer von den 4 Reitern. Die 4 Reiter? Du meinst so wie Bertram neulich? Naja, so ähnlich. Nannte 4 Reiter wurde 4 Personen gegeben, die die besten Fähigkeiten und Ratgeber des Königs hatten. Also wechseln? Was sind die momentanen 4 Reiter? Dann wir zunächst General Bertram, die wir in der Brücke von Rim besiegt haben. Dann trainieren wir gegen General Bertram an, morgen vielleicht gegen General Price und so. Und schließlich noch der mysteriöse General, der Schwarze Ritter. Da sind die 4. Der Schwarze Ritter, Commander Guerrilla ermordet hat? Sind wir noch sicher. So, also mehr Informationen über General Bertram. Dann sehr schnell hoch in der Gunstkönig Ashnar. Und so die 3 Fähigkeiten. Da kann der Schwarze Rüstung der Schwarze Ritter und zeigt niemals sein Gesicht. Manche sagen, es sei nicht einmal in seiner Rüstung. Rüstung von einem uralten Phantom. Voneinander zu steigen, okay. Das ist nicht Witz, weil ein Pferd mit dem Kreuz, wenn die Wahrheit wissen. Ja, kaum, ich will einfach loslegen. Los geht's! Transform! Transform! Krass, ey. Also dann, wir haben ja hier den Meteor Freak. Den ich gar nicht mag. Jetzt haben wir noch dann Soldat, wo man natürlich nicht reinlaufen darf mit Massier, vor allem nicht, sonst tut es hier sehr weh und das wollen wir natürlich nicht. Die Frage ist, ob ich die Lagus irgendwie abfangen will. Ich muss 3 Felder rüber, wa? Ne, hier geht's so oder so nicht, verdammter Mist. Tja dann, der kommt so weit, der hat natürlich, darf auch nichts reinlocken. Jetzt haben wir dann Hammer Freak, der natürlich vor allem für ihn sehr doof. Na toll. Ich kann vielleicht nach unten marschieren lassen, kann da links rüber. Okay, wenn jetzt mal Sia. Sie kann ich hier hinstellen mit der Stahlklinge, das dürfte kein Problem sein. Auch Lagusax, Meistax, alles Watcher. Oh, Meistax, den Berser, ein Krieger. Naja, trotzdem lieber ein bisschen auf Sicherheitsabstand gehen. Ist mutig klüger. Dann so Schnitter hier, Syhawk. Müssen wir langsam hier mal alles ein bisschen abklemmen. Nehmen wir hier das Silberschwert. So, jetzt dürfen die ja da kaum noch durchkommen, wa? Das heißt, Racing kann hier problemlos sein. Warte ganz kurz. Chill, unsere gute Chill. Stellen vielleicht auch direkt mal hier hin, aber erstmal, wir haben Lago und einen Killer. Wir haben hier einen Meistax-Killer. Nee, come on, Meistax ist mir zu gefährlich. Ich stelle ihn hier hin mit dem hier im Wurfball. So, Chill. Du kannst auch gerne mal darüber. Die hält so schnell sowieso nichts auf mit Uniwacht. Bis Lagus mal kommen, also, ja. Da haben wir sonst auch nichts. Was direkt eine Gefahr wäre, obwohl natürlich da mit, ja ne, ich hab schon vorne. Mit Alicia, mit die großen Kamm schicken soll, ist eine andere Frage. Naja. Kevin, natürlich auch eine Meister-Axt, die er gerne mal ein bisschen wetzen würde, aber erstmal muss das Wurfball dran glauben. Reichen natürlich, Entschuldigung. Das heißt, Racen, ich schicke ihn mal hier hin.
So, haben wir... nee, der muss er bleiben. Verdammt, der kommt mir trotzdem noch zu weit. Ach nee, das ist der andere, Entschuldigung. Ja gut, kann man so eine Meisteraxt, das kriege ich wohl locker hin. Das General, ich meine, hallo. Wer sind wir denn? Abgesehen davon, er hat ja noch seine Negation. Ah ne, wie wirkt denn die Fähigkeit? Scheiße. Die bringt da gar nichts. Naja, was soll's. Gut, jetzt haben wir also die Typen da. Alicia geht mal vorderhalber hier hin. Hui. Falls sie angreift, dann will er sie lieber ein bisschen in Sicherheit haben. Khalil, du hast Elfendonner. Gut, dann gehst du da hin. So, und geht darüber. Den Elfenwind und so. Alia ist sowieso flink, die kann ja bleiben. Rolf wird jetzt ziemlich schnell was zum Abstauben haben. Gut, ich schätze mal, Volker wird währenddessen hier was zum Abstauben haben. Janaf geht mit zur Unterstützung, falls was kommen sollte. Ashu geht hoch, wir können vielleicht noch einen hier oben brauchen. Fliegende Lagus, dann geht einer zu Fuß hier unten durch. Ich lasse mal die Björkwach noch, das ist mir sonst mit Laguswach zu gefährlich. Murim geht auch nach oben. So, Freunde, mal gucken, was meine Strategie bereithält. Lagusachs gegen Wurfball, na viel Spaß dabei. Autsch! Drin relativ gut, also ich muss merken, Berserker stecken nicht so viel ein, wie ich gerne hätte. Gut, das war eigentlich schon immer so. Die können gut austeilen, keine Frage, aber einstecken, ja, yeah, wow. Kurzachs gegen Schnitter, glaub's auch. Aber doch nicht Zyhawk. Jetzt kommt ein Hammer. Ausweichen, Lager. Oh, wollte schon sagen, ey. Was? Verstehe, er braucht einen Killer. Er braucht einen Killerinstinkt. Meistertags gegen Silberklinge. Der Treffen ist auch eine Kunst. Gut, einen Langbogen, ich meine, hallo. Da la la la. Alle Tour, wir kommen auch noch! Bis die hier sind, das Spiel schon vorbei. Ich habe das Kapitel schon durch. Dass man vielleicht auf... dachte gerade dran, das könnte theoretisch noch wechseln mit den Moves und so, aber nee, okay, da oben kommt sicher mal keiner. Der muss ich... Gut, der hat einen Unlagusbogen. Okay. Ja, ich weiß, er trägt eine Uniwacht, aber trotzdem. Geil, da kommt keiner ran. Langschuss ist relativ egal, momentan muss ich wieder zugeben. Das heißt, Jill kann hier regelrecht losdonnern. Wo ist eigentlich der andere Typ? Der bleibt hier hinten, war. So ein scheiß Meteor. Donnerachs. Gut, wie gesagt, das zieht nur auf die anderen Typen ab. Ein bisschen stählere, das ist doch schon schöner. Ja, ja, das ist schön. Die Stahlachse des Verderbens! Miauts, genau. Ein Lagus weniger auf der Welt. Ich weiß, klingt brutal, aber ist leider so. Volker! Hey, Kumpel! Du kannst sagen mal den hier oben weg. Was auch immer. Kannst du sogar. Jetzt mit dem aus, kannst du das auch. Jo, aber wenn der auch trifft, dann hasta la vista, Baby. Er wehrt sich nicht, das ist immer gut.
Wer kommen so die Typen hier unten? Das ist dann so die nächste Frage. Janaf können es versuchen. Ja, man keine Laguswaffen dabei, war. Und Langschwert tut mir jetzt auch nicht unbedingt weh. Dann habe ich mal einen Lagusbogen hier mit. Ja, Janaf, wie sieht's aus? Bock darauf zu versuchen? Wow. 38, ey. Ach, der will reinswirbeln. Na. Someone help! Da geht er in die Knie mit seinem verdammten Schnitter. Schon besser. Rolfi Bolfi, Alter, kommt der weit. Soll man die hier oben noch lassen? Dann können wir auch noch die hier auf die Seite. Wäre gar nicht mal so doof. Andererseits, Meisterachsen so Rolf käme. Überlegt gerade, ob er dann noch was machen soll. Weiß ich nicht zu verkehrt, wenn er mal ein bisschen da was testen würde. Mit der Silberklinge. Jo, Silberlanze. Jo, Meisterlanze. Ja, wenn du killst, ja. Macht er sowieso nicht. Vielleicht doch irgendwie noch etwas mitnehmen sollen im Sinne von Laguswaffen. Naja, wir sehen es gleich. Jetzt erst einmal, kommt der gut. Und tschüss, Alter. Beim Meisterbogen versuchen, wa? Mal gucken, wie er den crittet. Ja, macht's elegant. Eines Scharfschützen würdig. Yo! Das gefällt mir. So muss es laufen. Jetzt ist ja die Frage, musst du ein bisschen was dezimieren. Kannst du Wurfball? Treffen das andere. So, hier vielleicht Stahlbogen. Gib mir deine KP! Hat's wohl gebracht, hey. Ja, war ja klar. Wieso muss ich auch immer so ein Pech haben, ganz ehrlich? Das ist ja so, das ist nicht mehr schön. Achso, die können so nah ranreiten, ja, toll. Hau ihm auf den Schnabel, du Schnabel. Ja, wenn du es natürlich triffst, ist toll, sonst wird's doof. Kann alle da noch irgendwas mitzwirbeln? Dann machen wir das ganz anderes. Ah, verdammt, die können mich. Wobei, wenn ich den vorne weghauen könnte. Vielleicht mit Khalil mit ihrem Elfendonner, wa? Toll, im zweiten Mal ein Critical. Der ist unnötig! Och man. Hauptsache gekillt, das ist schon mal das Wichtigste. So, jetzt kann man doch hin. Jetzt kann ich auch mit dem Feuerlanz ein bisschen drauf lodern. Alter! So ist der Ursprung auch wollte. Ja, das tut weh, das verstehe ich, aber das kann sich nicht ändern. Sorry. So, jetzt haben wir natürlich Rolf wieder genügend Zeit für den hier. Meisterbogen, ne, Rolfskiller. Oh, verdammt. Der Wolfskiller ist nicht so gut. Lagusbogen, Ja, ich hoffe, er crittet. Wenn nicht, habe ich ein Petit-Peu-Problem. Ja, toll. Janaf, kannst du vielleicht noch ein bisschen einen Schnabel reinzimmern? Gut, danke schön.
es ging so schnell, hast du kaum gesehen. Das hast du nicht gesehen, ey. Doch, ich hab's gesehen, leider schon. Willst du uns verarschen? Jetzt kommt plötzlich auch hier hin. Na gut, er hat ein Langschwert. Hallo, er wird hier kaum was machen. Ich muss ihn hier hinstellen, wa? Beobachten und so. Ah ne, lassen wir das. So, jetzt haben wir natürlich noch die Typen. Alicia, ja. Was mache ich jetzt mit denen hier? So war das natürlich nicht gedacht. Und Meteor natürlich ihm ordentlich was reinzimmern. Verdammt. Ich habe noch 2 Typen als Gegner Lagus Axt. Das ist nie schön. Ich muss eigentlich die irgendwie ablocken hier. Das geht mit Alicia schlecht. Andererseits kann mit ihr sicher noch wegfliegen. Immerhin trifft sie, das ist ja schön, aber das vielleicht ein bisschen eine bessere Trefferquote das nächste Mal. Alter Fatzke. Kein Critical, ja gut, ich wundere mich langsam nicht mehr, ganz ehrlich, die Zeiten sind vorbei. Und es aufgeregt haben von wegen, was soll denn das? Alia Sieb, ja, sorry, aber du musst es machen, Alia, weil wir wollen mit dir noch Level S erreichen. Was war das gerade? Irgendwie kurze Bildschirm geflimmert. Ich hoffe bei euch nicht, wenn doch, sorry. So, was haben die jetzt hier alle? Stahlbogen, Silberschwert, Stahlschwert. Also nichts Besorgniserregendes, zumindest nicht für den meisten Teil von uns. Das heißt doch eigentlich, wenn ich jetzt da ein bisschen klug mache und er ein bisschen klug treffen würde. Na komm, hier kann man keinen Fehler erlauben. Also den Kriegerschwert, come on. So. Ist doch schon ein bisschen besser. Jetzt aber eben nur ein bisschen. Sie ist ja Flug, also die mag das gar nicht, wenn sie da irgendwie angegriffen wird. Doof. Andererseits haben wir Lette noch hier. Die können wohl kaum etwas ausrichten, dass man so direkt betrachtet. Wie die was ausrichten können, scheiße. Sind vor allem die 2, wa? Tja, was machen wir am besten? Am besten würde man sagen, stoßen, wa? Schon mal Khalil da irgendwie aus der Reichweite, wenn man das so sagen darf. Ja, oder war zumindest. Und du brauchst... Ah, wegen Magie. Eine Option wär's. Verdammter. Mach ich noch irgendwie hier hinstelle. Jetzt müssen wir ablocken, hier geht irgendwie auch nicht, wahr? Mist. Ja, Leute, das Kapitel sieht ein bisschen dämlich aus. Wir müssen gucken, wie wir hier weitermachen. Und ja, würde man sagen, das machen wir natürlich im nächsten Part dabei. Fire Emblem Path of Radiance, Kapitel 26. Bis dahin, ciao zusammen.